Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Jo, bei diesem vermeintlichen Amboss der Lehre, bei diesem Pseudo-Amboss der Lehre sind wir jetzt auch stehen geblieben. Das war ja wohl ein etwas merkwürdigerer Kampf, weil ich irgendwie ewig und 3 Tage gebraucht habe, um die Mechanik rauszufinden und dass man erst die blutende Aare angreifen muss. Hier schlängeln sich überall fette Lyrium-Adern drum. Das Ding könnte schon im Laufe der Zeit so sein Eigenleben entwickelt haben, neben deine eigentliche Funktion als Wächterkonstrukt. Und der legendäre Caradin hat es ja wohl konstruiert, wie es aussieht, wie die ganze andere Falleräume. Aber geil sieht's schon aus. Ich werde es auch in der letzten Episode wahrscheinlich als Thumbnail verwendet habe, die Filmsequenz, wo das Ding zu sehen war, weil cool sieht's schon aus. Aber wir merken schon, die Fallekammern gehen hier los. Gehen hier weiter, das war jetzt die 3. Fallekammern. Dann gehen wir mal weiter in die Kammer des Schreckens. Gucken wir mal, was da noch kommt. Wird gespeichert. Ausgezeichnet, alter Knabe. Ja, das sieht mir eher noch Amboss der Lehre aus. Oder zumindest die Halle, wo es drin steht. Jede Menge Golems. Alter Falter. Und ein Overmods-Golem. Oh! Wow, das ist ja mal geil. Caradin wie in der Caradin von Caradins Kreuzung. Krieg ich Autogramm. Verschont mich damit, ich brauchte Amboss, um mit Branka zu verhandeln. Ihr wollt also etwas wie der andere auch. Machen wir mal einen auf Fangirl. It allowed me to forge a man of steel or stone, as flexible and clever as any soldier. As an army, they were invincible, but I told no one the cost. Ja. No mere smith, however skilled, has the power to create life. To make my golems live, I had to take their lives from elsewhere. Hat ja alles einen Preis. Eine grässliche Abkürzung, war es das wert? Klingt noch Blutmagie in gefährlicher Pfad, muss gerade ich sagen. C-Fuß groß und unverwundbar, da kann ich mal Schlimmeres vorstellen. Okay, also das bedeutet im Endeffekt, er konnte nicht einfach nur Golems erschaffen, was das Ganze gerechtfertigt hätte, von wegen, ja, du können mal Golems erschaffen, immer Konstrukte und die jagen mal gegen andere, aber nee, wenn du für Leben geopfert wird, dann ist das natürlich wieder was vollkommen anderes. Aber wir sind ja böse, 10 Fuß groß und unverwundbar, du kannst nicht mal Schlimmeres vorstellen. Okay. Wow. Alter. Hoppla. Ihr habt ihn also weggesperrt. Orzammar hätte Verwendung dafür. Und jetzt wollt ihr Rache? Klingt, als hättet ihr das verdient. Naja, das hat er jetzt nicht unbedingt verdient, weil er das entwickelt hat. Aber er ist so der Overgoscher Golem, ne? Orzammar hätte Verwendung dafür. No! I entombed myself here to find a way to destroy the anvil. It must not be used again. No! The anvil is mine! No one will take it from me! You, please, help me destroy the anvil. Do not let it enslave more souls than it already has. Wäre ich ein guter Charakter, würde ich 100% sagen. Aber hallo Caradin, ich bin auf deiner Seite. Da ich allerdings böse bin, ist mir das ziemlich scheißegal, vor allem weil ich Blutmagier bin, wie viele Seelen dafür vernichtet werden, um eine unzerstörbare Armee auszuheben. Ihr wart ein Paragon, ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Okay, nehmen wir mal das zweite. As long as the anvil exists, it may be used to create slaves, and it will be used.
when another, easier path is available. Help me destroy it. Ja gut, wie gesagt, das Gute wäre definitiv, sich auf Sais Seite zu schlagen. Dann hätten wir einen Paragon, der noch einigermaßen klar bei Verstand ist, allerdings in einem Golem eingesperrt ist. Oder wir helfen einer absolut Wahnsinnige, die so ziemlich alles machen wird, um dieses scheiß Ding zu kriegen. Branka kann benutzen, um mir damit gegen die Verderbnis zu helfen. No, I cannot allow you to do this. To me, golems! Defend the anvil, whatever the cost! Jo, das war wie gesagt die böse Entscheidung. Caradin, Oghran stimmt zu, Morrigan stimmt zu und Saffron stimmt zu. Jo, das ist eindeutig die böse Lösung gewesen und wir sollten uns hier nicht direkt vorne drauf aufhalten. Du gehst auf Caradin los, wir kümmern uns um die Golems. Oh je. Und Branka ist mit uns verbündet oder was? Ah, ne, Branka hat ja eigene Golems, die sie kontrolliert. Dann kümmern wir uns erstmal um die Kleinerer. Dann zerschmettern wir hoffentlich. Ja, dann haben wir gleich mal zerborschte. Dann auf den. Es sind immerhin noch Golems. Das sind keine einfache Gegner. Okay, Brankas Golems machen auch nicht mehr so besonders lang. Lass mal die zwei Buwe mal do kämpfen. Morrigan geht vielleicht mal ein bisschen in die Richtung. Und Saffron geht vielleicht mal auf Dendo los mit Mal des Todes. Und wir schnappen uns den. So, dann Morrigan auf jeden Fall nochmal Oghran Heiler. Wir gehen auf den los, indem wir einfrieren und hoffentlich 8 zerberste können. Ah, die Golems bringen auch wieder gute Loot. Heilen nochmal Oghran. Okay. Einer von Brankas Golems ist schon tot. Gott, jetzt haben wir nochmal 2 oder zumindest ein Golem noch dabei. Und jetzt geht's wieder weiter. Auf Caradin. Wobei es mir eigentlich leid tut, weil der wirklich einfach nur das Gute und das Richtige machen wollte. Und seine eigene Schöpfung vernichtet, die wohl auch für ihn zu übermächtig war. Aber ja, so erschaffen wir halt Golem-Sklave. Das ist böser können's kaum sei eigentlich. Und Branka, die... Okay, die kontrolliert einfach ihre Golems. Saffron. Scheiße, okay, Mal des Todes können wir doch gerade nicht machen. Das haben wir ja. 111 Erfahrungspunkte bringt er. So. Gut. Branka haben wir dort mit Kolfer. Wir können nochmal die Golems flattern. Golem-Registrierung. Du siehst eine große Steintafel, offenbar schon sehr alt, mit zahlreichen zwergischen Runen, die in die Oberfläche eingraviert sind. Steintafel genauer ansehen. Die Schrift ist zwergisch. Es scheint eine lange Liste von Namen zu sein, jeder davon mit dem Siegel eines Hauses daneben. Einige der Häuser erkennst du. Unterhalb der Liste steht geschrieben, um diejenigen zu ehren, die sich geopfert haben, verewigen wir hier mit ihren Namen. Die Gravuren sind tief genug, um einen Abrieb anzufertigen, damit du die Informationen woanders jemandem zeigen kannst. Okay, wir machen einen Abrieb davor. Die alten Runen befinden sich jetzt auf mehreren Bögen Papier, die du in deinem Gepäck verstaust. Neue Quest, die Golem-Registrierung. Finde jemanden, der an der Golem-Registrierung interessiert sein könnte. Du hast einen Abrieb der Golem-Registrierung angefertigt, die du in der Nähe des Amboss der Leere gefunden hast. Irgendjemand in Orzammar wird bestimmt daran interessiert sein. Und wenn es nur die Gelehrte sind. Das wäre so mal erst die Anlaufstelle. Der hat noch 87 Silber. Und die Wahnsinnig steht hier rum mit ihrem einzigsten Golem. Naja, die könnte man jetzt auch noch abschlachten, aber wir brauchen eine, die für
unseren Overgosher spricht. Caradins Käfig, plus 20 Elektrizitätsresistenz, minus 1 Klugheit. Caradins Schild gibt jede Menge Elementresistenz, und zwar 10% auf Kälte, Elektro und Geist. Schwere Plattenrüstung einfach nur so und starke Verletzungsausrüstung. Gut, ein bisschen Scheiß müssen wir loswerden. Da würde ich mal sagen, so ein Soldatenhelm aus rotem Stahl kann weg. Dafür nehmen wir Caradins Schild. Kettenrüstung aus Silberit kann auch weg. Dafür nehmen wir die schwere Plattenrüstung. Kleiner metallener Rundschild kann auch weg. Haben wir wieder was frei. Nehmen wir dann Caradins Käfig dafür. Und wir schmeißen noch irgendeinen Kruscht weg. Ja, machen wir das Dämonengift einfach mal weg. Und dafür die starke Verletzungsausrüstung dazu. Okay, da geht's wohl so Sauron Schicksalsberg-mäßig zum Amboss. Amboss der Leere, ja, da ist er. Ah, die können wir einfach so knacken und plündern. Diamant, ja. Mittlerer Silberbarren. Lyrium-Staub geht auf jeden Fall. Schockbeschichtung brauchen wir jetzt nicht zwingend. Diamantstreithammer. Für den können wir auch den Dolch aus rotem Stahl wegschmeißen. Für den Diamante-Streithammer. Diamant ist dann eher was, ja, konzentriertes Schlangengift. Muss halt das weg. Genauso wie die Seelenfresserbeschichtung. Ist jetzt unnötiger Quatsch. Diamant und eine mittlere Silberbarre kann dann mit dazu. Wir könnten mal vorsichtshalber gucken, was er hier dazu sagt. Zu dem Silberbarre. Ja, gefällt ihm. Gibt plus 6. Und schwarzer Runenstein. Das könnte doch so ein Ding für Morrigan sein. Okay. Inspiriert mittlere Geschicklichkeit bei Saffron. Und eine Fähigkeit, ja. Warum auch nicht? Dann machen wir halt nochmal offen, nehmen hier die Schockbeschichtung raus. Ja, da geht's zum Amboss der Lehrer. Das ist halt das Ding, das besteht aus Lyrium, wie es aussieht. Und da so Schicksalsbergmäßig geht halt die Luzi ab. Da ist noch so fette Lyrium-Ader, die sich hier drum wickelt. Also geil sieht's schon aus. Aber ist halt heftig. Da muss dann halt die Seele drauf opfern. Gut, jetzt soll die ihr Abmachung einhalten. Und ich glaube, böser geht's wirklich kaum, als so Geisteskranki hier mitzunehmen noch awesome mal wieder. Here it is, the anvil of the void. So sweet, such power. You found the anvil. Are you happy now? Maybe we could go back to Orzammar, share the good news. Look at it. It was worth it. All of it. The anvil is everything I thought it would be. I should have known. I thought that once you had the anvil, you'd be satisfied. Perhaps I could use it now. A reward for defeating Caradin. You wanted a crown, no? Or have you set your sights higher than the petty kings of Orzammar? Die Krone eines Paragons. Das muss die Versammlung akzeptieren. Sicher macht mir ein Golem. Nehmt dazu Ogrens Seele. Alter! Ihr sollt nur erkennen, wie sehr ihr euch geirrt habt. Ich möchte, dass ihr den Amboss zerstört, sobald meine Krone fertig ist. Okay, die Krone von einem Paragon, das muss die Versammlung akzeptieren. Aber Alter, sicher macht mir ein Golem, nimmt dazu Ogrens Seele. Ist halt so richtig asozial. Und Ogren mag ich eigentlich auch wirklich. Then stand aside and I shall forge it for you. Take it to whomever you please. Okay, dann basteln wir mal was. Episch. Natürlich schmiedet die ganz männlich in ihrer Rüstung, ne? Oh, geil. Brauchst ja auch Bewegungsfreiheit wie Zau, wenn du in Rüstung schmiedest. Ugly lump of hot metal to go over a couple of empty heads. Now leave. It will take me some time to
fully realize the mysteries here. Viel Glück bei eurer Studie, aber vergesst nicht euren Teil der Abmachung einzuhalten. Der Amboss ist böse, Branka, ihr dürft ihn nicht weiter benutzen. Ja, vergesst nicht den Teil unserer Abmachung einzuhalten. Once Orzammar settles on its petty king, have him send for me. When next you lead your armies against the archdemon, they will be shielded by a tide of steel men. I hope this makes you happy, Branka. I don't think you understand what it costs to get you here. Oh, stuff a rag in it, Oghren. Move on. Find a few whores. Sodding stone, I never thought you'd be the pining type. Now be gone. Alter. Erfolg freigeschaltet, Pragmatiker. Oghren stimmt zu. Erhaltene Gegenstände, Quest absolviert. Ja, dann soll sie mal hier rumwaschteln, die Gutfrau, ne? Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Sieht aus wie ein lustiger Finger hier, oder wie eine Hand, ne? Wie ein verdrehtes Daumen hoch sieht es aus. Okay, da ist auch nichts mehr wirklich da, ne? Das heißt, wir können uns wieder auf den Weg machen zurück. Was ich jetzt allerdings noch mal gern gesehen hätte. Ah ja, das sind diese Oberflächler-Gedöns. Von einem Paragon geschmiedete Krone. Eine fehlerlose Krone, enorm detailliert, wie es angesichts der Geschwindigkeit, mit der sie auf dem Amboss der Leere geschmiedet wurde, nicht zu vermuten gewesen wäre. Bestimmt für den auserwählten König von Orzammar. Und das Oberflächler-Zeug können wir uns auch dann gleich mal herstellen lassen. Wenn wir wieder zurück in Orzammar sind. I guess you both got what you wanted. Hope it was worth the cost. We should get back to the city now. Share the news. Sieht wohl so aus, ja. Auf zur Versammlung, sie muss so schnell wie möglich davor erfahren. Lass uns gehen, solange mir ein neuer König noch von Nutze sein kann. Ich möchte mich noch ein bisschen umsehen. Nehmen wir das Zweite, solange mir der König auch nützlich sein kann. Those Deshirs have been trying to destroy the city for years. Haven't managed yet. Jo, dann sind wir jetzt direkt wieder auf der Weltkarte und können wieder zurück nach Orzammar. Das war jetzt halt ewig lange Aufenthalt in der tiefe Wege, die halt volle Kanne vergrützt ist von Darkspawn. Das ist der absolute Horror, was sich die Leute an der Oberfläche niemals vorstellen können, womit die Zwerge doch fast täglich konfrontiert sind. Das ist halt schon echt bitter. So, da sind wir wieder. Lords of the Assembly, I call for order. This argument gets us nowhere. Then why these delaying tactics? I call for a vote right now. My father has one living child to assume the Idukan throne. Who would deny him that? Your father made me swear on his deathbed you would not succeed him. I apologize for the interruption, Lord Stewart, but the Grey Warden has returned. Well, Warden, what news do you bring? Ich habe Kronen von Paragon Branka für den von ihr favorisierte König. Paragon Branka ist am Leben und sie hat ihren König gewählt. Nimm mal das erste Kind ein bisschen feierlicher. Branka still lives. Though she's mad as a nug at a tanner shop. She finally found the Anvil of the Void and chose to stay in the deep to work it. She tasked this Grey Warden to give her crown to Orzammar's next king. Chosen by the ancestors as a first in a millennium to lead a Golem army against a blight. I would like to believe Ogren's word, but it's well known the Grey Warden is Balin's hireling. Silence! Then tell us, Grey Warden, which king did Paragon Branka endorse? Das ist ja absolut eindeutig dann, ne? Also, wenn ich jetzt wähle, das entscheidet alles. Wenn ich Belen wähle, dann ist es 100%. Wenn ich jetzt Harrowmount wähle würde, dann wäre der jetzt auch König, ne? Ich soll die Krone demjenigen geben, den ich für geeignet halt. Branka hat Belen gewählt, Branka hat Harrowmount gewählt. Sagen wir einfach mal, Branka hat Belen gewählt. Wir wollen ja der Bösartiger. At last, this farce has ended, and I can take my rightful place on my father's throne. Da haben wir jetzt halt wieder der böse Kandidat ausgewählt, der Intrige-König. Und nicht den, der Orzammar in die Freiheit oder in ein offeneres Zeitalter geführt hätte. Aber ich glaube, das seht ihr bei anderen Let's Player mehr als genug, wenn die Spieler nur gute Charaktere spielen und gute Entscheidungen treffen. Wir nehmen halt die böse Entscheidungen.
Ach, das soll die Muxea haben. Und so ja Abwechslung haben. Wahrscheinlich ist die erste Tat, dass er Harrowmount hier richten Let lässt. the memories find you worthy. First amidst the lords of the houses, the king of Orzammar. Wow. Das ist ein Molokron. Do you acknowledge me as king? I cannot defy a paragon. The throne is yours, King Balin. Then as my first act as king, Ja, I call for this man's execution. Guards, seize him! das war ja klar, ne? Gleich mal die politische Gegner abmurkser. Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Wo sind jetzt meine Truppe? Harrowmount war ein ehrbarer Rivale. Er soll sich in Friede zurückziehen. Wer sich König Balin widersetzt, den erwartet nämliches Schicksal. Ich habe euch die Krone nicht gegeben, damit ihr ein Tyrann wären. Tja, sagen wir mal, ach, weil wir selber rechtschaffen böse sind und rechtschaffen böse Charaktere mögen Tyrannei. Wer sich König Balin widersetzt, den erwartet nämliches Schicksal. I will return to my palace to gather my generals and prepare our forces for the surface. I will see you there, Warden. You have my gratitude for all you have done for me. Solange er sich an seine Worte hält, soll mir das recht sein. Wir haben halt auch Drecksack jetzt gewählt, ne? You have proven yourself and more, Warden. Without your aid, I would not have taken this throne so smoothly or so soon. Ihr werdet ein stärkerer König sein als Harrowmount. Der Thron gehört zum Haus Eduken. Glückwunsch, bravo. Wo sind jetzt meine Truppe? Sind wir mal freundlich. Ihr werdet ein starker König sein als Harrowmount. His name need not pass your lips again. I've already sent a mission to Branka. I'm certain by the time you call for us, I can send you a vanguard of golems for your army. Okay. Since you did more than I expected, I offer a personal reward as well. This was a mall favored by my brother Trian. Take it with you, as a reminder of your ties to Orzammar. Okay. Now, I have much to do. If there is nothing else, Ich gehe zur Oberfläche zurück. Danke für die Hilfe. Ich werde das mal als Dankeschön. Ich will mein Gesicht auf ändern von der große Statue, genau. I'll see what I can do. Now, I must address my other petitioners. Come back and visit sometime. Ja, ja, alles klar. Balins Verbündeter Erfolg freigeschaltet. Saffron ist aufgestiegen. Das machen wir doch gleich. Der kriegt auf jeden Fall nochmal ein bisschen in Klugheit rein und kriegt in Geschicklichkeit noch einer. Dann könnten wir ihm die Kampfbewegung noch geben. Der leichtfüßige Schurke kann Gegner einfacher ausmanövrieren, wodurch er sie leichter umgehen und einen hinterhältigen Angriff anbringen kann. Das machen wir. Da gucken wir uns das tolle Schwert doch gleich mal an, was uns gäbe hat. Das wird bestimmt ein zwergisches Langschwert aus Silberit sein, sondern Trians Streithammer. 1350, plus 4 Schade gegen Darkspawn. Okay, kann man was draus machen. Wir sollten allerdings jetzt weggehen. Der kümmert sich jetzt um sein königliches Gedöns. Da steht noch wer? Wartak. Ich glaube kaum, dass der jetzt irgendwie jetzt noch von Wichtigkeit ist, aber okay. Wir gehen trotzdem mal zum hier. Er hat immer hieß Quest-Symbol drüber. Deswegen retten wir mal mit dem. I see our faith in him is justified. Pff. Ja, toll. Also Orzammar hat jetzt halt einen richtig knallharter Tyrannekönig, der sämtlichen Widerstand direkt in Keim erstickt und die Leute hier richten lässt. Ja, das wird hart die Zeit für Orzammar, zumal der ziemlich arrogant und von sich selber überzeugt ist. Das wird ziemlich hässlich. Das wird jetzt sehr, sehr konservativ die Zeit, die nur von alten Werte bestimmt wird. Throne restored and legends put to rest. Incredible. Cardol, das ist der von der Legion der Toten. If I'd heard it secondhand, I'd have called it a sodding lie. Warden, we've got a king because of you. The rest impressive, but the Legion is grateful most for restored leadership. It frees us to fight to the Darkspawn properly. Kann ich darauf zählen, dass ihr an meiner Seite gegen die Verderbnis antreten werden. Ich bin froh, Verwalten braucht euch auf der Höhe eurer Kräfte. Orzammar kann sich glücklich schätzen, euch zu haben. Okay, ich frage mal, ob er mal gegen die Verderbnis hilft. Hey, our place is down here. When you break the blight and you've got the skill, Okay. we'll make sure they have nowhere to retreat. Cool. They'll have us indirectly. Genau. That's more than any surfacer can say. Richtig. Ne, finde ich cool. Wir brauchen euch an der Oberfläche, zeigt der Welt, wie gut ihr seid. Probieren wir es einfach mal. You alone have the skill to back up your words. Each of the Legion owes our homeland a death. Okay. Our lives are better Wir haben served on überredet. the surface. So be it. Back to Orzammar when we win, though.
Okay. I'll not stay topside to lose my stone sense. Sehr cool, okay. Dann haben wir die Bursche jetzt auch auf unserer Seite. Paramount-Fanatiker, die werden uns jetzt wahrscheinlich auch greifen, weil ich will noch zu der Halle der Bewahrung. Jo, war klar, dass die uns jetzt auch nochmal angreifen. Ich meine, ihren Liebling ist ja jetzt auch niedergemacht und hier gerichtet worden. Das macht Dio indirekt auch zu Kastellose jetzt, oder naja, zumindest zu Geächteter innerhalb von der Kriegerkaste. Wenn sie jemand angehören, über den jetzt eine Damnatio Memoriae verhängt wurde. Also ich kann immer nur mit Nachdruck betonen, ihr liebe Leid, was ich hier mit meinem Charakter mache, ist bei weitem nicht das, was ich im richtigen Leben als Spieler machen würde. Ich werfe immer mal so ein bisschen das moralische Ei und sag, ach, dass das ziemlich widerwärtig ist, was da stattfindet. Deswegen, nur weil ich einen bösen Charakter spiele und hier solche widerwärtige Entscheidungen treffe, ist es noch lange nicht, dass ich das auch so gut heiße würde. Als Spieler jetzt, ne? Jo, aus den Erinnerungen verschwunden und von denen hätten wir die Golem-Registrierung, das dachte ich mir schon, ne? So, das ist für dich, Orta. Bla bla bla. Hier, ich habe sie dabei, aber... Ja, hier habe ich sie. Das war ja das, was die haben wollte. Er kann sich wahrscheinlich in die Adelsriege-Reihe hauen. Oh, great ancestors, it's them! It's me! I am an Orton. Oh, thank you. Okay. I have to take these to the assembly right away. Find me there. Once these are acknowledged, I'll give you any reward. Mhm. Das heißt mal auf jeden Fall, die ist jetzt wahrscheinlich demnächst der Adlige. Je nachdem, was Belen dazu sagt. King Balin's ascent to his father's throne has been recorded in the memories. Ja, der ist ja auch so ein Konservativer. Das wird ihm wohl auch gefallen. Ich habe hier einen Abrieb, der euch vielleicht interessiert. What's this? A list of names. Most of these clans no longer even exist. Is this authentic? You bet your hairy arse it is. Taken from a tablet in Caridin's fortress, no less. Then is it true? The rumors of Caridin's so-called volunteers? Extraordinary! I would love to make a copy of this. The Shaperit has never had much information on Caridin and his golems, much less proof of this magnitude. Warden, I hope this artifact from our archives will suffice as a reward. I must inform the Shaperit at once. Mhm. Da haben wir jetzt anscheinend auch noch was gekriegt dafür. Allerdings weiß ich nicht, was wir gekriegt haben, aber irgendwas Tolles wird es schon gewesen sein. Bestimmt nicht der Langbogen der dunklen Brut, das glaube ich eher weniger. Caridins Schild, ne, Steinbrecher, bla bla. Caridins Käfig, bestimmt auch nicht. Dweoma-Rune des Meisters könnte es sein, ja. Ja. Nicht schlecht. Da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich mache dort draußen dann meinen Cut, wenn wir wieder da raus sind. Vor der Halle der Versammlung, weil wir wollen ja auch noch sehen, ob die Orta jetzt auch noch adlig Woche ist. Und wird Sache. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, wobei, komm. My name's Orta. After the old Orton house. Machen wir auch noch. They gave our seat back. Cool. And the records show which houses still owe House Orton money. Sehr One gut. day, I will be able to properly thank you for all you've done for me. Bisschen Geld wäre hilfreich. Unterstützt einfach weiter ihr König Belen. Es reicht mir, dass ihr glücklich seid. Bisschen Geld. And I don't know what treasure is left. But whatever I get, you can have as much as you want. I'll have to find someone willing to look. Maybe a whole expedition. Okay. If the Tig is still there, it must have something. House Orton will not forget this kindness. Didn't that sound official? Doch, schon. Okay, die ist jetzt 5 Gold hat sie mir noch gegeben. Wir können noch ein Level-Up machen. Quest gilt auch als absolviert. Jetzt sagen, da haben wir dann gar nicht mehr allzu viel übrig, ne? Halten wir den Gaul an. Ich muss gerade mal einfach mal gucken, upsala. Die Hoffnung einer Mutter, genau, und ein bewundernswerter Oberflächer. Okay, seine letzte Ruhestätte befindet sich in den Höhlen des östlichen Ortan-Teigs. Da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal zurück. Dann mache ich noch schnell den Stufeaufstieg. Wir holen uns noch fett die Konsti. Dann ist es an der Zeit, Erdbeben mal zu wählen.
Und ich steht, sage ihr liebe Leute, jetzt endgültig. Ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.